Außerdem gehört in Zukunft, dass jeder so ein Sheet hat, wo sein Twitter-Name draufsteht. Ja, genau. Schon, oder? Ja, Entschuldigung. Das ist so wie die anonyme Twitterer. Hallo, ich habe das scheiß Smartphone. Hallo, Michael. Also, wir können dann gleich reden. Wer bist du? Das ist auch schon erledigt, oder? So, Weihnachten habe ich erledigt. Ich lese jetzt. Ostern. Am Osterhasen habe ich auch ein bisschen geschrieben. Oder wird der Zahnspange hoffentlich da was checken wird. Ja, wir zahlen eh ein. So, ich möchte jetzt noch was vorlesen, das ist mir fast ein Herzensanliegen zum Thema Frauen. Oh. Ich muss da gehen. Ja. Ich schreibe auch eine Kolumne zu dem Thema Woman und eine Männerkolumne und die beschäftigt sich, ja, ich lese einfach vor und erklärt sich das eben. Der Titel ist: Du hörst mir nie zu. Ich kann nicht mehr weiterlesen. Also, unlängst bin ich auf Facebook oder Twitter, wo der kleine Michi gelegentlich verloren geht, über einen witzigen Satz gestolpert. Wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann repariert er das. Man muss ihn nicht alle 6 Monate daran erinnern. Das ist gemein, aber ehrlicherweise gehöre auch ich zu jener Männerfraktion, die Sätze wie mache ich gleich quasi als Clubmotto der Nichterlediger verewigt hat. Ansonsten fällt mir auf die Schnelle nichts ein, was ich der Kategorie typisch ich zuordnen könnte. Außer vielleicht, das habe ich überhört, das habe ich falsch verstanden, das habe ich nicht so gemeint, das habe ich eh versucht und wo ist eigentlich? Umgekehrt jedoch fallen mir zahllose Sätze aus Frauenmund ein, die meinen Hang zur Abwehrhaltung massiv verstärken. Möglicherweise sind es die gleichen Formulierungen, die auch andere Männer wahrnehmen. Aber die folgende Rangliste der Top 12, geht noch viel mehr, aber ich habe halt der Top 12 entspricht definitiv meiner subjektiven Erfahrung. Ich unterscheide dabei in 6 typische weibliche Fragen sowie 6 klassische Bemerkungen aus dem Alltag. Wir beginnen mit den Bemerkungen. Erstens: Ich bin gleich fertig. Das ist das Schöne. Man sagt den Satz und alle. Männer. Genau so. Ich bin gleich fertig. Warum ist es ein Naturgesetz, dass Männer auf Frauen warten müssen? Warum kann eine Frau, die seit 7 Uhr in der Früh weiß, dass sie um 19 Uhr am Abend das Haus verlassen muss und über jahrzehntelange Erfahrungen in der Zurechtmachung ihrer selbst verfügt, keinen Zeitplan erstellen, der einer Pünktlichkeit würdig ist, der nicht trotz eines 12-stündigen Countdowns wie selbstverständlich eine männliche "Die Frau macht mich wahnsinnig" Viertelstunde inkludiert. Zweitens: Bitte bring Nagellackentferner mit. Als wäre die Einkaufsliste nicht lang genug, finden sich darauf auch immer zahlreiche Waren, die ein Mann kaum je kaufen würde und daher im Supermarkt stundenlang suchen muss, wie Binden, Abschminktücher oder Wattepads. Beziehungsweise Lebensmittel, von denen ein Mann bis zum Einkauf gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt.
wie Romanesco, Okraschoten oder Leinsamenöl. Drittens, du hörst mir nie zu. Das stimmt einfach nicht. Männer hören lediglich oft nicht zu. Und das meistens aus gutem Grund. Der Biomüll gehört weggebracht, verfängt sich garantiert im Ja-Eh-Filter. Daher passiert es gelegentlich, dass man einen essentiellen Gedanken verpasst, während man hochkonzentriert mit dem Weghören beschäftigt ist. Pech ist das. Viertens, in meinem Horoskop steht, wenn ein Satz so beginnt, ist Punkt 3, du hörst mir nie zu, fast männliche Pflicht. Es kann doch bitte nicht sein, dass Erkenntnisse wie Venus steht im Quadrat auf einem Bein und spielt im Sonnenhaus mit Merkur-Fangerl. Sie sollten daher beim Sex auf die Missionarsstellung verzichten, zu ernsthaften Diskussionsbeiträgen reifen dürfen. Nicht einmal Augenzwinkern. Fünftens, wenn einem Mann nicht alles entgegenfällt. Das heißt nichts anderes als ich, Frau. Aber eine ganz spezielle Ordnung, die keine Sau außer mir begreift. Aber ohne mein fast neurotisches Schuldendenken würde Chaos herrschen. Es ist daher klar, dass es fremden Personen unmöglich ist, in diesem ausgeklügelten Verräumungssystem irgendetwas zu finden. Aber das werde ich natürlich niemals zugeben, sonst bestärke ich die ständig suchenden Dodel. Männer. Nur in ihren Opferrollen. Sechstens, das ist Männersache. Diesen Satz habe ich in einem Buch fast ein ganzes Kapitel gewidmet. Denn moderne Männer würden sich eher nicht trauen, auch nur irgendeine Tätigkeit als Frauenangelegenheit zu bezeichnen. Aus lauter Angst, mit Höllenschmerzen in der Feminismusfalle sitzen zu müssen. Umgekehrt jedoch wimmelt es von männlichem Handlungsbedarf, der kaum je zur Diskussion steht. Wer fängt Spinnen? Programmiert TV-Sender? Dübelt Wände? Wer bringt den Christbaum weg? Baut den Ikea-Kasten auf? Räumt den Kofferraum ein? Wer entsorgt Altmöbel, entwirrt Lichterketten, enthaart Abflussrohre? Wer ruft die Kellnerin, den Handwerker, das Taxi? Und wer trägt trotz allem die Frauen auf Händen? Teil 2. Vermutlich werde ich demnächst eine Kolumne über Leserbriefe verfassen müssen. Oder besser über Leserbriefschreiber reden. Grandios, wie viele und vor allem welche Gedanken seit Wochen in meiner Woman-Mailbox landen. Nach deren Lektüre ich unter anderem weiß, Charmeur mit Klasse und Arsch mit Ohren müssen einander nicht zwangsläufig ausschließen. Stattdessen können sie ganz leicht eine Person sein, nämlich ich. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle für die rege Kommunikation. Und, liebe Edith G., es ist tatsächlich besser, dass am Ende jedes Textes meine Mailadresse und nicht meine Telefonnummer steht.
Denn die Briefe habe ich bis dato alle ausnahmslos a. aufmerksam gelesen und b. freundlich beantwortet. Während nicht zuhörende Männer, wie ich aus den Rückmeldungen auf meine vergangene Kolumne schließen darf, offenbar ein Alltagsphänomen der Sonderklasse sein dürfen. Ich kann Telefonieren nicht ausstehen. Umso größer ist daher meine Irritation über Menschen, die glühende Ohren infolge stundenlanger Tratscheln bzw. Plauscheln bzw. Schwatzeln am Telefon offenbar nicht als unangenehm empfinden. Womit ich schon elegant zu den 6 Fragen aus Frauenmund übergeleitet habe. Zu jenen, die aus meiner Erfahrung immer zu glühen. Erstens, wieso hebst du nicht ab? Die moderne Technologie hat es möglich gemacht, dass wir einerseits immer erreichbar sind und andererseits auch immer wissen, wer mit uns reden will. Aber mitunter ist eben eher ungünstig, das Gespräch augenblicklich anzunehmen. Beispielsweise, wenn sich der Mann harmlos an einer Supermarktkasse oder nicht so harmlos in einer anderen Frau befindet. Und er sich lediglich die Fragen, hast du E-Butter gekauft? Beziehungsweise, wo steckst du? Sparen will. Zweite Frage. Muss das sein? Aus meiner Sicht die Mutter aller Fragen. Gerne auch zusätzlich mit einem schon wieder gewürzt. Weil irgendetwas muss immer schon wieder sein, was nicht schon wieder sein soll. Die Erfahrungen des Muss das sein reichen von Fußballschauen über Fingerknacken bis vor dem ersten Bissen salzen, von Socken herumliegen lassen, über Witze erzählen, bis Sex nach einem anstrengenden Arbeitstag wollen. Die häufigste Antwort der Männer darauf ist übrigens Augenrollen. Drittens, wann ist gleich? Die gefürchtete Gegenfrage auf das klassisch männliche, mache ich gleich. Dabei handelt es sich um ein deutliches Signal für eine Anspannung, weshalb es sich nicht empfiehlt, gleich ist gleich zu erwidern. Denn ebenso könnte man, also von mir aus, dann lass uns eben ordentlich streiten sein. Besser ist eine genaue Zeitangabe, bis maximal 10 Minuten. Oder die sofortige Erledigung. Aber wichtig dabei, der gut dosierte Widerwille muss ersichtlich sein. Viertens, hast du kurz Zeit? Diese Frage zählt zu einer der größten Finten der Frauengeschichte. Wissend, dass eine Ansage wie bist du so lieb und könntest du dir ganz lang Zeit nehmen, um ein Problem, das dir völlig wurscht ist, jetzt sofort zu lösen, ziemlich sicher auf Ablösung gestellt. Also wurde die kurze Zeitstrategie samt en passant Fall erschaffen, damit Männer in die Falle tappen und einen 10 Seiten langen Brief an eine Freundin lesen, eine gerissene Halskette reparieren oder Löcher für Tulpenzwiebeln graben. Fünftens, findest du mich zu dick? Ja, es ist ein Klischee. Und ja, das hat einen Grund. Und ja, es ist eine Frage, für die keine richtige Antwort existiert. Denn aus weiblicher Sicht ist ein Mann, der Nein sagt, ein Schwindler, der nur seine Ruhe haben will. Ein Mann, der Ja sagt, hallo, indes ein Rohling, der Lust auf Streit hat. Und ein Mann, der nichts sagt, wortreich ausholt, herumstammelt und sein Heil in der Ironie sucht. Ein
Feigling, der nicht einmal eine einfache Frage beantwortet. Sechstens, liebst du mich noch? Liebe Frau, wenn Ihnen nach Boshaftigkeit ist, stellen Sie regelmäßig diese Frage. Und wenn Ihnen nach mehr Boshaftigkeit ist, tun Sie es im Beisein anderer Leute. Vielleicht sogar mit dem Zusatz Hasibubi, Schnucki, oder Tiger. Männer nennen das Höchststrafe. Moment, noch testen. Weil es ist, wie es ist. Habe ich eine, das ist wirklich very special. Eine Kolumne, die überhaupt nicht erschienen ist und erst am 3. Jänner erscheint. Weil es ein Appell ist und deshalb möchte ich den jetzt noch anhängen und dann gebe ich schon eine Ruhe, liebe Frau. Weil, liebe Frauen, also pass auf. Das erscheint am 3. Jänner im Bummel. Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie das Stammesritual Neujahrsspringen wieder einmal Ihren ausländischen Freunden nicht erklären können. Sie haben bemerkt, dass Walzerseligkeit weder den Mist rausbringt, noch sonst irgendein Alltagsproblem löst. Und Sie haben Ihre Neujahrsvorsätze nicht gebrochen, weil Sie schon vor Jahren aufgehört haben, an diesen Unsinn zu glauben. Sie haben erkannt, dass weder Punsch noch Sekt das Kopfweh machen, sondern das Ausmaß des Konsums. Dass begnadete Musiker im Konzertverein mit spielerischer Leichtigkeit den perfekten Gegenentwurf zu einem Regierungsprogramm erschaffen können. Und dass 2014 alles nur besser werden kann. Ich freue mich jedenfalls, dass ich Sie als Kolumnist auch im neuen Jahr begleiten darf und würde an dieser Stelle gerne ein paar persönliche Wünsche deponieren. Und zwar an die Frau. Es könnte aber durchaus sein, dass es irgendwo da draußen sogar Männer gibt, die da und dort mit mir d'accord sind. In diesem Sinne, geschätzte Leserinnen, lassen Sie mir diese schön grüßen. Nun, liebe Frau, ich wünsche mir, absurde Wurscht. Ich wünsche mir, dass ihr endlich entdeckt, dass das Prinzip Schweigen und Schweigen lassen ein Problem mitunter schneller und leichter löst, als das Lass uns darüber reden Credo. Ich wünsche mir, dass ihr den Satz Ich bin's gleich, muss mich nur noch schnell schminken, zwar nicht unbedingt weglasst, aber doch zumindest um das provokante Wörtchen schnell reduziert. Ich wünsche mir, dass ihr den Satz Warte, ich schau nur kurz unbedingt weglasst, solange ihr das Wörtchen kurz nicht richtig definieren könnt. Ich wünsche mir, dass ihr darüber nachdenkt, warum das Nichtverstehen von Männern so viel leichter funktioniert als das Verstehen. Ich wünsche mir, dass ihr sonderbare Verhaltensmuster nicht zwanghaft mit der Frage nach dem Sternzeichen zu erklären habt. Ich wünsche mir, dass ihr euch nur auf die Waage stellt, wenn ihr allein zu Hause seid. Weil ich wünsche mir, dass ihr euch nicht grundsätzlich zu dick findet. Ich wünsche mir, dass ihr glaubt, dass ein Witz tatsächlich nur ein Witz sein kann, ohne Differenzien, den ihr hobbypsychologisch ergründen müsst. Ich wünsche mir, dass ihr eure Jäger und Sammler, wenn sie nach hartem Kampf mit der Beute aus den Super- und Baumärkten heimkommen, ein bisschen loben. Wir sind diesbezüglich eh sehr genügsam. Ich wünsche mir, dass ihr dieses eine Paar Socken nur ein einziges Mal so lange kommentarlos herumliegen lasst, bis er es selbst wegräumt. Das dauert, aber am Ende ist es für beide ein Erfolgserlebnis. Ich wünsche mir, dass ihr nicht immer nur das eine wollt.
Ich wünsche mir, dass ihr den einen oder anderen Ernährungstipp, isst nicht zu viel, isst nicht so fett, isst nicht so salzig, einfach runterschluckt. Ich wünsche mir, dass ihr gelegentlich sagt, dass Männer wirklich viel besser, hier ein freundliches Wort eurer Wahl einsetzen, viel besser etwas können. Ist doch völlig wurscht, ob es wahr ist. Ich wünsche mir, dass ihr Fußball ein weltweites Phänomen angeht. Ich wünsche mir, dass ihr nicht aus weiblichem Prinzip alles besser wisst, obwohl es natürlich klar 100%ig so ist. Ich wünsche mir, dass ihr seine Hobbys nicht lächerlich macht, obwohl sie lächerlich sind. Ich wünsche mir, dass ihr begreift, dass ihr aus Männersicht immer gut aussieht. Egal, was ihr anhabt. Hauptsache, ihr seid fertig. Ich wünsche mir, dass ihr euch löst von dem Reflex, wer nicht alle seine Passwörter verrät, muss etwas zu verbergen haben. Ich wünsche mir, dass ihr die Erleuchtung habt, dass typisch Mann sagen nichts anderes ist als typisch Frau. Ich wünsche mir, dass ihr, oh, mein Fehler, so laut und deutlich sagt, dass es die Männer auch hören können. Ich wünsche mir, dass ihr nicht immer wieder anklingen lasst, dass die Geburt von Kindern bedeutet für alle Zeit das Ende jeder erotischen Ausstrahlung. Ich wünsche mir, dass ihr den viel zu vollgepackten Koffer selber zumacht. Ich wünsche mir, dass ihr die viel zu vollgepackte Handtasche entrümpelt. Und ich wünsche mir, dass es ihr ehrlich grandios finden könnt, dass wir einander haben. Auch in diesem Sinne ein schönes neues Jahr.